Guten Dag met Nene, da bin ich noch eens mal weer. Ik heb u vandaag dat Märchen König Drosselbart übersat. Dat is ja ook van de Grimmbrüders. Und dat het op Plattdeutsch König Drosselbart. Etwas is een mal König. Die hadde ne Dochter, die zog so mooi uit, at beter nicht ging. Aber sie was recht stolz und ingebellt. Als sie in Hirotsvöge Oller kwem, wurden ne lange Riege Friers vorstellt, und sie hadde an alle wat ute setten. Als de Hirots lustigen Maßlö vorstellt worden was, als erste de Prinzen, dann de Herzöge, Fürsten, Grafen, Freiherren und so wieder bis runter to de Edellö, meg sie sich über alle lustig. Den een was te dick, den andern te lang, den nächsten te kort und andern te bleek in t Gesichte. Den grötzten Spott krieg een gutmödigen Mann af, den Bettgen schevet Kinn hadde, wat he mit n Bord verdecken woll. Hey, rieb se und schütteln sich vor Lachen, die hef ja n Kinn as ne Drossel, n Schnabel hef. Sieht den Dach nömen sie den Mann alle Drosselbord. Den König wurde ösig über seine Tochter, die sich über die Friers so lustig meg und beschlott, ist die Leviten zu lesen. Und den nächsten Mann, auch wann ne Bädelmann was, die ins Schlott quem mit seine Tochter zu verheiraten. Ein paar Tage später kwam ne Spöllmann mit seinem Musik ans Schlott vorbei. Den König lädt halen und der Musikant kwam mit sin lumpige Tüch in den Königssaal und hoppen, dat sich mit sin Singen ein Bettgen Geld verdienen kun. Aber den König sagte din Singen hef mi so gut gefallen, dat ich die meine Tochter te Frau geben will. Die Prinzessin was mächtig verschrocken und bädeln ihren Vater an, dat sie den Spöllmann nicht heiraten moch. Den König dachte an sin Eid, dat ich seine Tochter an den erstbesten Mann vergeben woll, wel an Schlott vorbeiquem. Dann wurde den Geestlicher halt und die beiden wurden traut. Wegen als sie ja nur die Frau von den Bädelmann was, much sie mit ihrem Mann dat Schlott verloten und die beiden göngen zu Pfote weg. Als sie in einen großen, düstern Busk quem, frug die Prinzessin, wer hört diesen Busk to? Den Spöllmann gab zur Antwort, die hört den König Drosselbart to. Wann du denen genommen hast, dann was dat nu ook dien Busk. Da fing sie an zu jammern. Ach, ich arme Jüffer, ha ich doch den König Drosselbart genommen. Later, als sie für ne grüne Wieske stön, frug die junge Frau wer, will die Wieske zuhören und krieg von den Spöllmann dieselbige Antwort als wie den Busk. Und ook als die beiden an ne große Stadt quemen, frug die Prinzessin wer, will die moje Stadt zuhören und krieg wer die Antwort, die hört den König Drosselbart. Wann du denen genommen hast, dann hören die Stadt nur die. Sie was wer anzüchten, ich arme Jüffer, ha ich doch den König Drosselbart genommen. Dat post den Spielmann gar nicht, und er frug, warum willst du lieber einen anderen Mann? Bin ich die nicht gut genug? Als sie an ein klein Hüsken quem, woll sie wetten, wer dat Hüsken wollt zuhören, und krieg die Antwort, dat is nur min und din Hus. Und dann woll sie wetten, wo da nur die Deners wassen. Hä, wat für Deners? Hier gibt keine Deners. Hier musst du alles süß machen. Also, nur hal Holt und mag für und guck, dat wie wat te äten kriegt. Ich bin mö. Aber ohne Hölpe von den Spielmann krieg sie nix te Rechte. In der nächsten Zeit
lebten sie mehr schlecht als recht mit Nene, wes dat ze allen Vorrat uppbrucht hadden. Und den Mann van er verlangen, dat ze mithelpen soll, dat Geld in Hus quem. Du kannst ja wa Körbe flechten, ich heb die Wedentöge mitbracht. Als er die weken Händkes wedehen, woll he, dat ze spinnen soll. Und dat was auch nix für die Prinzessin, wegen at er bolle dat Blut an die Fingers runterleb. Warum heb ich mi bloß diese undöchte Frau andrehen laten, was he an Nostern. Nu quem he mit sin nächsten Vorschlag, Hoog. Wie brucht Geld, und darum setzt du die nur op den Marktplatz und verkaufst Pötte von de Pottebäckers. Da hel sie natürlich nix von, wegen at sie dort an Dach, dat dann vielleicht bekannte Löse sogen und über sie spotten. Alle Nölerei holp nix, sie much op'n Markt, damit sie nicht verhungern. Als sie dort ein paar Tage satt, kam op mal ne wilden Rieder mit sin Pferd op den Markt, direkt op er to und zerdeppern alle Pötte, dat er in 1000 Stücke sprung. Als sie later ihren Mann davon wat vertellen, was sie an schen. Warum setzt du die auch an so'n Hoog von dem Marktplatz? Du bist doch do nix zu gebruken. Ich heb darum a hier in Schlott nur gefragt, ob sie nicht ne Hölpe in de Köcke bruken können. Und dat hebt sie mir auch zusecht. Als Lohn gibt dat dafür im Süß wat te äten. Nur was die Prinzessin also Köcken macht und mocht die schmierigste Arbeit tun. Unter ihren Rock ha sie sich 2 Tasken näht, wo sie kleine Pöttges drin verstoppen kun und die dann abends mit nach Hus brachte, dat sie beide wat te äten hadden. Korte Tiet later was noch Hochtit in dat Schlott. Sie wollt to kieken, weil do alle so inladen wassen und luhen an de Saaldöre. Als sie die fien Damen soch, die in Samt und Siede herinstolzieren, die dat so lädt, dat sie früher ihre Friers mit Hohn und Spott übergotten ha. Die Deners, die arme Magd lädt, und sie gaffen von de Schötteln, die sie wer in de Köcke trügebrachten, n Bettgen wat af, wat sie gau in ihre Pöttges unter ihren Rock verstoppte. Ob einmal kam der mit Samt und Siede und goldene Ketten behangenen Königsen an die Saaldöre. Als er die arme Frau soch, nahm er sie bei der Hand und woll mit er tanzen. Sie gaf ihm ne Korf, wegen at sie in den König Drosselbord erkannte, weil sie damals in ihren Stolz so fies runtermagt hatte. Sie moch sich die Tegen wehren, as sie woll. Et holp nix, he trock sie in den Saal und lädt nicht nur. Dabei ging ihre Täschkes kaputt und dat verstoppte Äten voll up de Grunde. Dat gaffen Lachen und Spott in den Saal, dat sie sich an Liebste verkroppen ha. Voll Scham lebt sie ut den Saal, abat sie wurde von den Königssöhn inhalt und werd zurückgebracht. Da sog sie, dat a wer den König Drosselbord was. Die küren er nur freundlich to. Nu bin man nicht so bange, ich hef die ganze Tit leef hat. Ich was doch den Spielmann und auch den Kerl ob den Marktplatz, die ganzen Pötte zerdeppert hef. Ich woll die bloß verdien Hochmut und Spott, weil du gegenüber die ne Friers an Dach lecht hes, bestrafen. Da hühlen sie und such in, dat sie grot Unrecht ob sich laden hatte und meinen, dat sie nicht wert was sine Frau zu wessen. Ich hatte Mitleid mit er und sagt, die düstern Tage bünd nur für bi und wie wild nur use Hochtit fieren. Die Kamerfrauen queben mit de allerfeinsten Kleider und sie sucht prächtig ut wie de vier. Auch ihr Vater
und sin ganzen Hofstaat nahm an de 4 Deel und alle freuen sich, dat die Geschichte so gut aflopen was. Dat Märchen het an t Ende so. Ich woll, du und Icke wasen ook de West. Nu holt du Kregel und ich sech, gut gone.